Ich bin zum Handkuss gekommen, die Predigt heute vorzubereiten, weil Philemon und wir als Gemeindeleitung es auf dem Herz haben, die Vielfältigkeit der Gaben in der Kirche, in der ganzen Gemeinde zu fördern. Ja, das beinhaltet einerseits das Lehren, wie wir in der Bibel lesen, aber die Gaben sind sehr, sehr vielfältig. Also es spielt jetzt keine Rolle, wer hier die Predigt macht. Gott kann sowieso zu euch, zu uns allen reden. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Platz in der Gemeinde kennen und unsere Gaben einsetzen. Und deshalb möchte ich gerade zu Beginn allen einen herzlichen Applaus geben, die ihre Gaben einsetzen und uns gegenseitig einander dienen, an der Kaffeebar, im Kids-Treff, in der Technik oder irgendwo auch im Background, einfach wo wir einander unterstützen. Ich bin persönlich froh, dass nicht alle predigen wollen, denn sonst hätten wir hier heute ein Durcheinander und niemand würde zuhören. Und deshalb, ja, prüft eure Gaben und setzt sie dort ein, wo sie Gott euch gegeben hat, denn es spielt keine Rolle wo, es spielt eine Rolle, dass ihr sie braucht. Ja, wir sind beim Ende vom Philipperbrief und ich hatte Glück. Wir haben ein reiches Programm heute, ein mega volles Kapitel, das Kapitel 4. Aber wir kommen ja nicht von irgendwoher, sondern wir haben schon sehr, sehr spannende und reichhaltige Predigten erlebt. Mit Kapitel 1, wo es um das freudige Gebet ging, was die Freude in uns verändert hat. In der Predigt 2 ist mir geblieben, in Christus haben wir den Gewinn. Predigt 3 war das nachfolgende Leben, also wie leben wir als Nachfolger von Jesus. Und ja, die Gleichung von Philemon letzte Woche, Jesus plus nichts gleich alles. Ja, alles das hatten wir schon erlebt. Für euch ist hoffentlich etwas anderes auch noch hängen geblieben. Und wenn ihr eine Predigt verpasst habt, wir haben alles auf YouTube. Dort könnt ihr das noch nachlesen. Wir wollen einsteigen, Philipper, Kapitel 4. Ich lese von Vers 1. Heute fast alles aus der Schlachter-Übersetzung. Darum, und jetzt, das heißt warum? Darum, also wir steigen mit einem Darum ein. Darum, Paulus sagt am Ende vom Kapitel 3, redet er vom Bürgerrecht im Himmel. Also wir sind Bürger im Himmel und von dort her kommen wir, also darum, weil ihr Bürger im Himmel seid. Das heißt, wer ist Bürger im Himmel? Wir Christen. Also alle Leute, die Jesus als Herrn und Retter über ihrem Leben genommen haben, für sich das in Anspruch genommen haben. Wir sind Bürger vom Himmel und deshalb steigen wir jetzt ein ins Kapitel 4. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahnte Syntyche an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Ich habe das Kapitel 4 in ganz verschiedene Abschnitte geteilt, hier die ersten 3 Verse. Wir lesen das ganze Kapitel. Die letzten 3 Verse habe ich Patrick noch zugeschoben für den Segen am Schluss. Ja, schon ein steiler Start. Paulus redet hier zu seinen geliebten Brüdern und seine Freunde. Also wir sehen hier eine innige Beziehung von Paulus zu dieser Gemeinde in Philippi. Also das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind seine Freunde. Er hat mit diesen zusammengearbeitet. Er hat mit diesen eine persönliche Beziehung. Und deshalb ist sein Draht, sein Herz für diese Leute so stark. Aber offenbar hat es Differenzen gegeben unter seinen Freunden. Es hat Streit gegeben. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber irgendeine Differenz hat es gegeben unter Euodia und Syntyche. Ja, das ist menschlich. Differenzen, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten oder andere Ansichten, das ist menschlich. Aber Paulus
fordert diese Leute auf, das abzulegen. Ja, abzulegen. Findet es der Paulus einfach nicht wichtig oder ist ihm das egal? Ich denke nicht, dass es ihm egal ist, sondern es lenkt ab. Es lenkt ab vom eigentlichen Ziel. Diese Leute, seine Freunde, die zusammen gekämpft haben für das Evangelium, für das Reich Gottes, die die Freude und die Herrlichkeit von Jesus zu den Menschen gebracht haben, die haben jetzt Intrigen und haben irgendwelche Streitereien unter sich und somit fehlt ihnen die Energie, zu den Menschen zu gehen, für die gute Botschaft einzustehen. Und deshalb ruft er seinen Mitknecht, ich gehe nun davon aus, es sei der Leiter oder einen Leiter dieser Gemeinde, auf, sich auch dieser Problematik anzunehmen. Also es soll uns nicht einfach egal sein, wenn unter unseren Freunden Meinungsverschiedenheiten oder auch in unserem Team Differenzen oder verschiedene Ziele vorhanden sind, sondern ich denke, hier sehen wir einen Auftrag für uns alle Menschen, uns einander anzunehmen. Einerseits für die Leiter im Team, sei es hier in der Kirche oder auch im Beruf oder in der Familie, aber auch einfach du und ich in der Nachbarschaft. Gibt es Streitereien, gibt es Differenzen, die uns eigentlich vom Frieden Gottes entfernen lassen, dann sollen wir diese Sachen ablegen. Nicht einfach unter den Teppich wischen und kehren, sondern wirklich bewusst ablegen, Versöhnung einander zusprechen und Gottes Frieden wieder neu in diese Beziehung hineinreden. Mitleid bringt uns an dieser Stelle nicht weiter, sondern wir müssen wirklich in echter Fürsorge miteinander vor das Kreuz kommen. Nun, damit wir aber überhaupt uns jemandem anderem annehmen können, müssen wir zuerst bei uns selbst anfangen. Ich denke da an ein reifes Christsein. Also, ja, was heißt reifes Christsein? Dass ich persönlich eine intakte Beziehung mit Gott habe. Denn erst, wenn diese vertikale intakt ist, die Beziehung zu meinem Vater im Himmel, erst dann bin ich befähigt, mich um meine Mitmenschen, um meine Teamkollegen, um meine Nachbarn, um meine Familie, meine Frau, meinen Mann, meine Kinder zu kümmern. Deshalb müssen wir in erster Linie eine geistliche Reife, eine geistliche Beziehung mit unserem Vater pflegen und dann sind wir dazu aufgerufen, mit unseren Mitmenschen an uns zu arbeiten. Diese Differenzen auszuräumen, einander Vergebung zuzusprechen und dann sind wir freigesetzt, um wieder das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Was mir auffällt am Schluss vom Vers 3, Paulus, für ihn ist selbstverständlich, dass alle diese Namen im Buch des Lebens stehen. Man könnte ja auch meinen, der Streit sei so groß, dass diese Leute irgendwie die Beziehung zu Gott abgebrochen haben oder dass sie nicht mehr Christen seien, dass sie so verwirrt sind von diesen Streitereien, dass sie den Fokus verloren haben. Aber für Paulus steht dieses Fundament, dass diese Namen im Buch des Lebens stehen. Und das ist auch der Zuspruch an dich und an mich, dass wenn du Jesus, wie ich vorhin gesagt habe, als dein Herr und Retter über deinem Leben und für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann steht dein Name im Buch des Lebens. Auch wenn es Streitereien gibt, auch wenn es Differenzen gibt, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist hier auf der Erde, steht unser Name im Buch des Lebens. Und das ist das Fundament, das Paulus hier legt. Er redet zu den Brüdern und Schwestern. Alle unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Wie wir vorhin so schön in diesen Zeugnissen gehört haben, wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausträgt, die uns in dieser Dunkelheit, in dieser Schwere, wenn das Leben verrückt spielt, uns Hoffnung gibt und uns Freude gibt, uns ein Lächeln auch an einer Beerdigung auf das Gesicht zaubert, weil wir eine Hoffnung haben.
Aber trotzdem nochmals der Aufruf, den Streit abzulegen, weil es ablenkt. Aber Gottes Gnade steht über dem. So gehen wir in Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ja, ihr habt hoffentlich bemerkt, freut euch ist unser Slogan durch diese ganze Predigtserie. Im ganzen Philipperbrief sagt Paulus 16 Mal, freut euch. Nun, ich frage mich, Paulus sitzt nun seit über 4 Jahren in diesem Gefängnis bei den Römern. Seit über 4 Jahren hockt er da und hat keine Freiheiten. Wir als Schweizer, wir lieben unsere Unabhängigkeit. Aber Paulus sitzt in diesem Kerker, womöglich noch angekettet an einen persönlichen Soldaten, der da den ganzen Tag neben ihm hockt und schaut, dass er nicht abhaut. Aber 16 Mal sagt er, freut euch. Na, da frage ich mich, Paulus, bist du schizophren? Wie geht das? Das kann doch nicht sein. Wieso sollen wir uns freuen? Woher hast du deine Freude? Ja, das ist einfach. Wir haben da das Wort im Herrn. Der Paulus, der hat seine Freude im Herrn. Ja, wir können das ganze Leben in uns hineinschauen. Wir können uns irgendwie um uns selber drehen. Wir können Ferien buchen, dass wir uns freuen können. Wir können uns vielleicht etwas gönnen, ein schönes Auto, ein gutes Nachtessen, dass wir Freude haben. Aber ich denke nicht, dass das diese Freude ist, wovon Paulus hier spricht. Es ist eine Freude im Herrn. Es ist nicht eine Freude von dieser Welt. Es ist nicht das, was die Welt kennt, sondern es ist etwas Göttliches. Und wie finden wir diese Freude? Wie kriegen wir diese Freude, die Paulus durchträgt im Gefängnis, hier auf Erden im Jahr 2023, im November, in dieser dunklen Zeit? Wie kriegen wir diese Freude in unser Herz, in unser Sein? Für mich gibt es nur einen Schlüssel und wir haben das Kreuz. Das Kreuz, das ja eigentlich vom Tod spricht, das eigentlich Verderben und Ende spricht, denn es war ja das Folter- und Tötungsmittel der damaligen Zeit. Aber die Hoffnung und die Freude ist eben im leeren Kreuz. Ja, dass Jesus nicht mehr da hängt, sondern dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und jetzt zu Gottes Rechten sitzt und im Himmel thront und Macht hat über Himmel und Erde. Das ist die Freude, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Diese Freude, die ist so tief in seinem Herzen, dass er 16 Mal in diesen 4 Kapiteln sagt, freut euch, egal was eure Umstände sind. Wir müssen aufhören, sich um uns zu drehen, irgendwie versuchen, sich selbst etwas Gutes zu tun, dass wir die nächste Woche, den nächsten Monat irgendwie überstehen. Ferien buchen im April oder im Sommer, damit wir uns freuen können auf die Ferien. Das ist gar nicht schlecht. Ich möchte das auch nicht völlig wegdiskutieren. Aber es ist nicht diese Freude, die uns durchträgt, sondern es ist die Freude im Herrn, die uns wirklich durchträgt. Ein schönes Auto, ein nettes Haus oder schöne Ferien sind auch toll, aber nur begrenzt vielleicht für 2 Wochen. Und dann kommen wir nach Hause, es regnet draußen, der Hund hat vor die Türe geschissen. Oder was auch immer noch passieren kann. Wenn wir die Freude im Herrn haben, dann kommt die Freude von innen und wir putzen die Scheiße weg und wir sind immer noch freudig. Ich habe hier noch Psalm 68,4 rausgeschrieben. Die Gottesfürchtigen aber werden sich freuen. Sie werden froh sein in der Gegenwart Gottes. Sie werden mit Freude erfüllt werden. Auch hier sehen wir den Psalmisten, die Gottesgegenwart erfüllt uns mit Freude. Auch wenn die Umstände schwierig sind. Gottes Gegenwart füllt uns. Darum müssen wir immer wieder uns ganz bewusst in die Gegenwart Gottes stellen und uns frisch füllen lassen. Nicht von uns heraus irgendwie etwas erwürgen
oder irgendwie eine mentale Übung machen, irgendwie meditieren oder so, sondern wirklich in die Gegenwart Gottes eintreten, in welche wir unbeschränkt Zugang haben. Dank Jesus. Und nun sind wir ja voll gefüllt von dieser Freude. Das haben wir jetzt gelernt und so sind wir ready für den nächsten Vers. Vers 5. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Ich habe hier die Übersetzung geändert. In der Schlachterübersetzung steht das Wort sanftmütig. Ich persönlich verstehe das Wort nicht mehr. Deshalb habe ich hier Gute Nachricht Bibel gewählt. Da wird das Wort mit freundlich und gütig übersetzt. Also sanftmütig ist ein super Wort. Wenn ihr das versteht, nehmt das mit. Ich gehe mit Freundlichkeit und Güte hier in diesen Text. Als ich diesen Vers gelesen habe, hatte ich gleich ein Backflash. Also ich musste mich in den Januar zurückerinnern an die Predigtserie Wohlgeruch, die wir als Gemeinde hatten. Wir sollen einen Wohlgeruch sein für unsere Menschen in der Umgebung. Also unser Team, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kirche. Einen Wohlgeruch. Wir haben ganz viele Menschen um uns herum. Jeder von euch hat Menschen in seinem Umfeld. Und unser Auftrag ist, ein Wohlgeruch zu sein. Ja, wir sollen etwas Aktives proklamieren. Wir sollen ein Botschafter sein, ein Wohlgeruch sein für diese Welt, also ein Zeugnis. Aber wieso sollen wir Zeugen sein? Wieso sollen wir ein Wohlgeruch sein? Kann Gott denn nicht für sich selbst reden? Oder können wir nicht einfach so humanitär gut sein? Oder ja, wieso sollen wir ein Wohlgeruch sein und einen Unterschied machen in der Welt? Wenn ich mit nichtgläubigen Menschen rede, höre ich oft Kritik an der Kirche, vielleicht auch Kritik gegenüber Gott. Und sie lesen die Bibel nicht mehr. Also die meisten haben schon gar keine mehr. Sie kennen die Kirchen nicht mehr, sie gehen auch nicht da rein. Sie hören im besten Fall noch die Glocken, aber sonst haben sie nichts mehr mit dem Glauben am Hut. Aber was die Leute sehen, sie sehen dich und mich. Sie lesen nicht die Bibel, sondern sie lesen mein Leben. Sie lesen dein Leben. Sie merken, wenn du eine andere Familienkultur hast. Sie merken, wenn du anders mit Streit umgehst. Sie merken, wenn du ruhig bleibst, wenn der Hund vor deine Türe kackt. Weil du da eine andere Freude hast. Das merken die Leute. Und dann fangen sie an nachzudenken. Ja, aber das tönt jetzt ein wenig fromm. Das tönt schwierig. Aber wir kommen von dieser Freude in Vers 4. Und diese Freude im Herrn, diese hilft uns, einen Wohlgeruch zu sein. Diese Freude im Herrn, die hilft uns, anders mit Streit oder Teamdifferenzen auszugehen. Wenn wir Stress haben im Job, dann wissen wir, dass wir trotz der allem Schwierigen auf dieser Welt die Freude im Herrn haben, welche uns hilft, hinauszugehen. Ja, und da schiebt der Paulus noch so ein kleiner Satz hin, der Herr kommt bald. Völlig aus dem Nichts kommt der Herr nun bald. Ja, warum kommt der Herr bald oder warum schreibt das Paulus hier? Paulus betont hier die Dringlichkeit. Die Dringlichkeit, einen Wohlgeruch zu sein. Die Dringlichkeit, dass wir von uns her wegschauen und uns um unsere Mitmenschen kümmern. Denn es ist wenig Zeit nur noch vorhanden, um einen Unterschied zu machen. Wir müssen beginnen, unser Leben nach außen zu krempeln und einen Unterschied zu machen. Der Herr kommt bald, ist ein Ausdruck der Dringlichkeit. Der Dringlichkeit, dass wir auf Gott schauen sollen und unser Leben nach ihm ausrichten sollen. Schön und gut, so am Sonntagmorgen hier von der Bühne aus das so zu sagen. Aber ich denke nicht, dass Paulus einen einseitigen Blick hat. Denn er sagt auch, dass es nicht so einfach ist. Und dazu kommen wir.
Denn der Gegenspieler der Freude sind die Sorgen dieser Welt. Die Sorgen unserer Zeit, die wollen uns zerdrücken. Es ist nicht so einfach, einfach immer sich auf den Herrn zu fokussieren. Und deshalb sagt Paulus im Vers 6: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebete und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus kennt Sorgen, sonst würde er sie hier nicht erwähnen. Er kennt die Sorgen und er weiß, dass wir als Menschen, wir sind noch Fleisch, wir dürfen und wir werden uns noch sorgen in dieser Welt. Wir tun das, aber er hört nicht bei den Sorgen auf. Wir haben da einen Strichpunkt, sondern es geht weiter von den Sorgen. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ja, auch Gott möchte unsere Sorgen hören. Auch Gott ist offen für unsere Sorgen. Also wollen wir wirklich hier auf die Knie gehen und unsere Anliegen vor Gott kund werden. Ja, wir müssen nicht einfach eine fromme Übung machen und jeden Morgen Lächelübung vor dem Spiegel, dann werden unsere Hormone im Rücken ausgeschüttet und dann sind wir freudig. Nein, es gibt auch Sorgen in unserer Welt. Und das weiß Paulus. Das weiß Paulus. Und deshalb ruft er die Philipper auf, habt keine Sorgen, sondern bringt eure Sorgen zu Jesus. Ja, Mario Mosima hat damals, als er da war vor ein paar Monaten, die Sorgen jeweils Jesus in das Körblein gelegt und dann hat er da die Sorgen deponiert. Und so können auch wir mit unseren Sorgen umgehen. Also das freut euch, ist die Grundlage, damit wir unsere Sorgen bei Jesus deponieren, sie da lassen, nicht wieder mitnehmen, sie Jesus hinlegen. Er sorgt für die Sorgen und wir können danach mit Danksagung vorwärts gehen. Für mich ist dieser Vers ein echter Lebensschlüssel. Er durchdringt unser ganzes Sein. Nun überlegt euch mal in eurem Leben, in eurem Beruf, in eurer Familie, in eurem Job. Wir kommen mit den Sorgen zu Gott und danach richten wir den Blick ans Kreuz und sagen Danke. Wir sagen Danke für die Schweiz, Danke für die Wärme in diesem Gebäude. Wir sagen Danke für all das Gute, das uns Gott gibt. Nicht, weil wir alles haben oder weil unser Leben perfekt ist, sondern weil Gott gütig ist und jedem von uns einmal das Leben geschenkt hat als ein Geschenk. Und deshalb kommen wir mit Danksagung vor Gott. Es ist ein Gebet der Zuversicht. Damit schließt sich auch der Kreis zum Kapitel 1. Als Simon die Predigt zum Kapitel 1 gemacht hat, dieses Gebet der Zuversicht, dass wir unsere Sorgen ablegen. Er hat damals sehr persönlich auch von seinen Sorgen oder von seinem Druck erzählt im Leben. Also wenn ihr diese Predigt auch verpasst habt, da habt ihr auch einen Schlüssel, wie wir beten können. Wir müssen uns das antrainieren, dass wir unsere Sorgen einfach bei Gott ablegen und in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung, ich habe hier das noch unterstrichen, dass wir das nicht vergessen, unsere Anliegen vor Gott kund werden. Ja, loben zieht nach droben. Ein alter Spruch, den mir ab und zu hilft, einfach wieder den Blick auf Gott zu richten. Dieser Lebensschlüssel bringt uns zu Vers 7. Mein absoluter Lieblingsvers in diesem Kapitel. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, wir kommen von diesen Sorgen. Wir sind Menschen
aus Fleisch und Blut mit Sorgen. Aber offenbar gibt es eine Verwandlung. Nun, wir haben jetzt gesehen von Vers 5 und 6, wo wir auch über Sorgen geredet haben, kommen wir nun zum Frieden Gottes. Es gibt da eine Verwandlung. Wir werden von sorgevollen Menschen, werden wir verwandelt in friedvolle Menschen. Und das Ganze passiert mit Danksagung. Nun aber, der Friede Gottes. Ich habe mir dann überlegt, der Friede Gottes, ist das mein Alltag oder ist das auch die Welt? Die Welt steht in meinen Augen im Krieg. Überall, wo wir News lesen, sehen wir Weltuntergang oder Krieg oder Klimadebakel oder was auch immer. Aber alle Welt, alle Zeitungen reden von Krieg. Aber die Bibel redet von Frieden. Aber wie kriegen wir unseren Frieden? Wie schon gesagt, es ist der Friede, der nicht von dieser Welt kommt. Vom Friede und hier, der allen Verstand übersteigt. Das ist für mich eine wunderbare Angelegenheit. Einen Frieden von Gott, der allen Verstand übersteigt. Der allen Verstand übersteigt, diesen Wortlaut könnte man auch übersetzen, der alles menschliche Planen hinausragt, über alles menschliche Planen. Also Gottes Friede geht über unsere Pläne. Wir machen Pläne mit Beruf, Familie, Altersvorsorge, aber Gottes Frieden, der steht darüber, der durchdringt alles. Ich möchte aber noch ein wenig bei diesem Verstand übersteigen bleiben. Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie Paulus in diesem Gefängnis von dem Gott, der den Verstand übersteigt, reden kann. Und ich möchte dich fragen, wo hast du Gott in eine Box gepackt, wo er deinen Verstand nicht mehr übersteigen kann? Wir Schweizer, wir sind ja sehr intellektuell. Wir haben den Ratio. Das ist so ein wenig unser Gott. Was wir nicht erklären können, ja, da sind wir etwas vorsichtig. Und alles in der Zukunft, das haben wir nicht so in der Hand, da müssen wir uns absichern und versichern. Aber hier haben wir einen Gott, der unseren Verstand übersteigt. Also ich weiß nicht, wie intelligent ihr seid, aber mein Verstand, der hört sehr, sehr bald auf. Also ich habe das Wetter nicht im Griff in meinem Beruf und ich kann zwar planen, aber dann kommt es regnen und dann kann ich meine Pläne in den Eimer werfen. Aber hier haben wir einen Gott, der unseren Verstand übersteigt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie weit kann Gottes Frieden deinen Verstand übersteigen? Hast du dir mal überlegt, in welchem Lebensbereich du vielleicht Gott ein Limit gesetzt hast? In welchem Beziehungsstreit, in welchem Familienkonflikt du vielleicht gesagt hast, da gibt es keine Hoffnung oder das ist einfach so oder ja, wir reden einfach nicht mehr darüber? Haben wir da Gott in seinen Möglichkeiten begrenzt? Der Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Menschen kreiert hat, der ein Wort spricht und Leben entsteht. Haben wir ihn vielleicht in eine kleine Box getan, diesen Kaffeebecher im Verhältnis, und haben gesagt, der Gott, ja, der ist schon groß, der ist schon gut, aber irgendwo haben wir ihn limitiert. Aber der Paulus redet von einem Frieden, der unseren Verstand sprengt, der über alles hinausgeht, der einfach so krass ist, dass er den Rahmen sprengt. Ja, das ist für mich eine Lebensübung, immer wieder Gott zu sagen, du bist Gott, ich bin Mensch, dir sind alle Möglichkeiten und ich schaue, was du tust, was du veränderst und verändere auch mich. Ja, genau, auch mich möchte er verändern. Und zwar im Herzen und in den Gedanken. Hier einerseits das Herz, das steht in diesem
Zusammenhang, für das Fühlen, für das Wollen, für unser Sein, unser Innerliches. Also so, ja, das Bauchgefühl. Und dann haben wir noch die Gedanken. Da haben wir wieder den Ratio, die Denkkraft, den Verstand. Und hier sehen wir auch, dass Gott uns einerseits emotional im Herz, im Fühlen ansprechen will. Aber er will auch unsere Gedanken, unser Denken verändern. Beides gehört zusammen. Nun beim Herz möchte ich noch ein wenig tiefer gehen. Einen wichtigen Vers, den viele von euch kennen, ist Sprüche 4,23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nun habe ich hier einen Widerspruch entdeckt. In den Sprüchen steht, behüte dein Herz als Aufforderung an mich persönlich, dass ich mein Herz behüten soll. Aber Paulus spricht nun, der Friede Gottes wird mein Herz bewahren. Ja, wer bewahrt nun mein Herz? Gott oder ich selbst? Ich denke, es ist ein Zusammenspiel. Beides muss zusammenwirken. Einerseits bewahrt Gott unser Herz, aber auch wir haben eine Verantwortung, unser Herz zu bewahren. Wir müssen uns mit guten Sachen füllen. Wir müssen uns von schlechten Dingen trennen und uns bewusst mit guten Sachen füllen. Mit göttlichen Sachen, mit Bibellesen, mit freundlichen Gesprächen mit Christen, wo wir am Schluss auch beten können, in Gemeinschaft. Philemon hat auch letzte Woche gesagt, wie erquickend die Gemeinschaft unter Christen ist, sei es hier am Sonntagmorgen vor Ort oder auch im Gemeindegebet am Dienstagabend. Ich persönlich, vor circa 5 Jahren, als ich mir neu vorgenommen habe oder das erste Mal vorgenommen habe, regelmäßig in das Gemeindegebet zu gehen, war es ein Kampf. Ich hatte schlechte Tage, als beim Arbeiten, es lief nicht so gut. Aber irgendwie stand ich dann um 7 Uhr zu Hause und denke, soll ich nun ins Gebet? Ja, aber ich habe heute geflucht, es lief alles scheiße und ich war vielleicht nicht freundlich zu meinen Mitmenschen. Ja, bin ich jetzt würdig, ins Gemeindegebet zu gehen und da etwas fromme Gebete zu sprechen und vielleicht noch etwas meinen Heiligenschein aufzupolieren? Es geht nicht darum, uns selber irgendetwas Gutes zu tun, sondern in dieser christlichen Gemeinschaft, die ich am Dienstagabend im Gebet erlebe, werde ich verwandelt, gehe ich froh und ermutigt nach Hause, auch wenn wir gar nicht für mich beten, auch wenn ich nicht mein Leid klage den Mitmenschen da im Gebet, sondern es geht darum, dass wir als mehrere Christen zusammenstehen und vor Gott unsere Anliegen kundtun. Ja, das Wort bewahren am Schluss, das ist auch noch etwas Wichtiges. Und zwar bewahren ist hier eigentlich Militärsprache. Es ist ein aktiver Dienst. Das Wort bewahren, das musste ein Soldat, musste den Paulus bewahren oder beschützen. Also es ist nicht einfach etwas, das einfach so passiert, sondern es ist eine aktive Tätigkeit, das Bewahren. Und das dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen, dass Gott uns aktiv bewahrt. Da steht ein Krieger vor unserem Herzen, der steht uns bei und bewahrt unser Herz und unser Denken. Es ist nicht einfach etwas, das einfach so passiert, sondern Gott schickt auch uns seine Engel. Er schickt uns jemand, der aktiv bewahrt in Christus Jesus. Wieso brauchen wir diese aktive Bewahrung? Der Dieb kommt, um zu stehlen. Aber Jesus beschützt uns und bewahrt uns aktiv. Wir kommen zum Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid
bedacht. Ja, ganz viele Wörter und diese Liste, die scheint nicht komplett zu sein. Paulus macht hier eine Auflistung. Ja, wie können wir einen Wohlgeruch sein? Wie geht das jetzt praktisch? Was muss sich in unserem Leben verändern, damit wir einen Wohlgeruch sind? Wahr, wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert. Ihr seht die Aufzählung und jeder von euch kann jetzt für sich persönlich auch überlegen, wo habe ich vielleicht noch etwas Luft nach oben? Wo brauche ich noch etwas mehr Jesus, der mich verwandelt als ein Wohlgeruch? Es geht hier auch nicht einfach um gute Taten, das kommt im nächsten Vers, ein kleiner Spoiler, aber darauf seid bedacht. Denkt darüber nach, steht am Schluss, darauf seid bedacht. Überprüft euch, denkt über euer Leben nach. Haltet euch einen Spiegel vor Augen und überprüft mal, wie wirke ich so als Christ? Vielleicht habe ich da oder dort noch etwas Luft nach oben. Beim Thema Gedanken, ich weiß nicht, was ihr so denkt, den ganzen langen, lieben Tag. Oder wie ihr aufsteht am Morgen. Manchmal steht doch, oder man wacht auf, der Wecker klingelt und dann denkt man, dunkel, es regnet, muss ich aufstehen, unter der Decke ist warm. Oder mein Nachbar, der hat heute früh schon wieder Lärm gemacht. Oder ich habe keine Lust. Oder wenn bei der Arbeit die Teamkollegen etwas nicht so machen, wie es einem gefällt. Alles Double auf der Kugel und mit diesen Leuten muss ich zusammen sein. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich kenne solche Gedanken. Ja, ich denke ja, ich bin ja recht gut, oder? Und die anderen, ja, die sind halt. Aber hier haben wir auch eine Verantwortung. Für die Gedanken, ich habe ein gutes Beispiel mal gehört, was ich euch weitergebe. Gedanken sind wie Züge, die in den Bahnhof hineinfahren. Es gibt ganz verschiedene Züge. Es gibt gute Züge, mein Nachbar ist liebevoll, danke Nachbar, oder mein Nachbar hat die Hecke nicht geschnitten, oder er hat Lärm gemacht. Das sind dann schlechte Züge. Und wir sind der Bahnhof. Und wir stehen da am Perron und wir entscheiden, in welchen Zug wir einsteigen. Steigen wir in den negativen Zug, in das Jammern, in das Schlechte, oder steigen wir in den positiven Zug, wo wir wirklich gute Gedanken, wo wir wieder Liebe spenden, wo wir gute Sachen, wo wir all diese Tugenden machen? Welchen Zug steigst du hinein? Wir können nicht lenken, welche Züge hineinfahren. Ich denke, auch Paulus hatte schlechte Gedanken. Auch Paulus hatte gute Gedanken. Wir haben es nicht im Griff. Wir haben Impulse von der Welt, von den Menschen, auch vom Widersacher Gottes. Aber in welchen Zug steigst du hinein? Es ist deine Entscheidung, dein aktive Tun. So kommen wir zum Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, diese 4 Wörter, gelernt, empfangen, gehört und gesehen, schließen ein komplettes Jüngersein, ein vollumfängliches Lernen mit ein. Also es sind diese Begriffe, die man damals gebraucht hat für das Lernen als Jünger. Die haben nämlich gelernt, die haben empfangen, die haben gehört und gesehen. Und genau so möchte Gott auch mit dir heute noch unterwegs sein. Gott möchte dich heute auch noch lehren. Er möchte dir Sachen senden durch den Heiligen Geist. Er möchte dir Sachen zusprechen durch andere Menschen oder auch durch den Heiligen Geist. Und er möchte dir Sachen zeigen mit deinen Augen in der Natur, im Wort Gottes, in anderen Menschen oder im eigenen Spiegelbild. Gott möchte mit dir komplett und ganzheitlich unterwegs sein. Und hier kommen wir nun zum Tun. Im Vers 8 haben wir darüber nachgedacht, nachgesinnt, und im Vers 9 tun wir nun das Gelernte.
Paulus ist ja bekannt, alles ist Gnade. Nichts ist unsere Werke. Es ist alles nichts. Aber hier spricht Paulus plötzlich vom Tun. Ja, wie kommt denn das? Es ist eben auch hier wichtig, dass wir nicht einfach nur fromm denken und uns irgendwie in frommen Kreisen verhalten oder bewegen, sondern dass wir wirklich diesen Wohlgeruch auch sind. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also wir dürfen wissen, dass Jesus uns an der Hand nimmt. Wir dürfen wissen, dass er uns lehrt und uns diese Sachen zeigt. Ja, nun kommt Paulus in den Sinn, warum er eigentlich begonnen hat, diesen Brief zu schreiben. Ja, Paulus schweift manchmal etwas ab, aber jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, warum er den Philippern geschrieben hat. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich zu sorgen. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich denke, Paulus musste manchmal einen großen Spagat machen. Er wurde eingeladen bei römischen Machthabern, bei Pharisäern, bei jüdischen Gelehrten, aber er war auf der anderen Seite auch im Gefängnis. Er wurde ausgepeitscht, gesteinigt, über Bord geworfen und andere Sachen. Er musste wie ein Chamäleon sich immer wieder der Situation anpassen. Ich denke, es gibt auch in unserem Leben verschiedene Seasons, verschiedene Jahreszeiten, verschiedene Zeiten im Leben, wo wir manchmal Regen haben, Sonne haben, manchmal gewittert es oder es ist einfach nur bewölkt, neblig und wir sehen nicht weiter. Und auch Paulus kennt verschiedene Seasons. Ja, das ist unser Leben. Unser Leben, da gehören verschiedene Zeiten zu. Da gehört manchmal Mangel dazu, aber auch Überfluss zu haben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ein Vers, der manchmal aus dem Kontext gerissen wird und misshandelt wird. Darum habe ich ihn hier in 3 Verse eingebettet. Alle Jahreszeiten, alle Zeiten, Regen, Sonne, Nebel in unserem Leben, alles das ertragen wir oder da gehen wir hindurch, weil Christus uns stark macht. Ja, auch hier nicht, weil wir uns gute Eigenschaften antrainiert haben, weil wir uns diszipliniert haben, weil wir uns richtig versichert haben, sondern weil Christus uns stark macht. Jesus ist die Quelle. Ist Jesus deine Quelle, wenn es dir gut geht? Ist Jesus deine Quelle, wenn es dir schlecht geht? Zu wem jammerst du, wenn es dir schlecht geht? Mit wem kommst du mit deinen Sorgen? Zu wem gehst du, wenn es neblig ist, wenn du nicht mehr weiter weißt? Ich musste da an Hiob denken. Hiob, dem alles, der war ja wirklich auf der Sonnenseite des Lebens. Der hatte ja alles. Familie, Bedienstete, viel Vermögen, dem ging es gut. Und dann hatte er plötzlich nichts mehr. Ich kann hier leider keine Hiob-Predigt machen, aber er war wirklich am Abgrund des Lebens. Alles war scheiße. Aber am Schluss vom Hiob-Brief lesen wir, dass Gott Hiob rühmt und lobt, wie er mit dem Schlechten umgegangen ist. Und seine Freunde, die ihm guten Rat geben wollten, die Hiob helfen wollten, hatte Gott gerügt,
Und die Freunde kamen nur gut weg, weil Hiob für sie gebetet hat. Was hat nun Hiob gut gemacht in dieser Geschichte? Was ist sein Schlüssel? Hiob kam mit seinem schlechten Wetter. Hiob kam mit seinem Nebel im Leben zu Gott. Er hat Gott konfrontiert und hat gesagt, Gott, du bist ein guter Gott. Warum habe ich so viel Leid? Gott, dir ist alle Macht gegeben und mich behandelst du hier wie ein Häufchen Elend. Und die Freunde, die haben nur noch über Gott geredet. Die haben irgendwie ein Gottesbild fest gemeißelt gehabt und haben das irgendwie dann darüber geredet. Die haben Schuldige gesucht und Sachen gesucht, aber die kamen nicht mit Gott ins Gespräch. Und wir sind herausgefordert, in guten wie in schlechten Zeiten in unserem Leben mit Gott im Gespräch zu bleiben, mit Gott zu connecten. In den schönen Zeiten vergessen wir es und in den schlechten Zeiten gehen wir jammern. Aber gehen wir wenigstens zu Gott jammern und vergessen wir das nicht mehr, wenn es wieder gute Zeiten kommen, denn diese werden kommen. Ja, hier die letzte Folie oder der letzte Abschnitt. Doch habt ihr recht gehandelt mit diesem Geschenk, das die Philipper Paulus gemacht haben, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper, wisst ihr auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gaben empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangeln ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir haben hier nun eine Zusammenfassung, was es heißt, einen Wohlgeruch zu sein. Mich hat es überrascht, dass diese Gemeinde in Philippi, die waren die Ersten, die Paulus unterstützt hat. Und so ist es auch, wenn der Heilige Geist zu euch spricht. Es ist manchmal, bist du der Erste. Manchmal ist es etwas Außergewöhnliches, das du tun musst. Eine Tat, einen Bibelvers schicken, ein Geschenk machen oder jemanden nicht zusammenstauchen, wenn er schlechte Dinge macht am Arbeitsplatz, wenn er seinen Job schlecht macht. Sondern einfach fragen, was fehlt dir, liebevoll mit ihm umzugehen. Nicht so wie die Welt, sondern eben wie der Geist es dir eingibt. Das wird auf unsere Rechnung zurückfallen. Das kann ich euch versichern. Gott wird sehen, was ihr an einem meiner geringsten, an einem eurer Brüder getan habt. Das habt ihr für mich getan, sagt Jesus. Und auch hier verspricht uns Paulus wieder der Reichtum Gottes. Also dieser Gott, der unser Verstand übersteigen darf, der wird uns nach seinem Reichtum belohnen. Ich musste hier ein Geschenk reintun, weil wir in der Vorweihnachtsstimmung sind. Aber dieses Geschenk ist nicht von dieser Welt. Dieses Geschenk ist göttlich. Wenn wir uns nach Jesus ausstrecken, unsere Sorgen bei ihm abladen und mit Bitten und Danken vor ihn kommen, dann wird er uns füllen mit diesem Frieden, der nicht von dieser Welt ist, sondern der uns durchträgt in guten wie in schlechten Zeiten. Der Heilige Geist, der hilft uns dabei, unsere Aufträge zu sehen. Gott vergelt's dir. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Amen. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du ein friedvoller Gott bist, dass du Friede für uns im Sinn hast und dass du gute Gedanken über unserem Leben hast. Danke, dürfen wir mit unseren Sorgen vor dich kommen. Siehst du uns in unserer Ganzheitlichkeit und dürfen wir immer wieder vor deinen Thron kommen, unsere Sorgen bei dir abladen und den Frieden von dir in Empfang nehmen. Danke, hilfst du uns in verschiedenen Zeiten in unserem Leben auf dich zu schauen, mit dir in Kontakt zu bleiben und unser Leben nach dir auszurichten, damit wir einen Wohlgeruch sind für diese Welt, damit wir Botschafter sein können für die gute Nachricht, die dieser Welt fehlt, für die gute Hoffnung, die wir in dir haben, Jesus Christus. Danke, bist du unser Retter und trägst uns auch in der dunklen Zeit in unserem Leben hindurch. Amen.